Boah! Scheißen! Die hängen! Geh, komm! Danke. Und mit dem schweren Gestampfe einer riesigen Maschine Christi zu Generation Zero und einem kleinen Infovideo zu diesem wirklich grandiosen Spiel. Jetzt gehen wir das Punkt für Punkt durch. Es gibt einiges zu besprechen und einiges, was du wissen solltest. Erster Punkt, wenn du schon länger meinen Kanal verfolgst, wünsche dir viel Spaß bei der ganzen Gaudi, die dann auf die zukommt. Und da kommt einiges. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann begrüße ich dich sowieso. Wünsche dir viel Spaß da bei den Scheißdreck, was wieder veranstaltet, auf meine eigene Art und Weise. Jetzt lasse ich da die nächsten Sekunden nochmal unkommentiert. Die Atmosphäre, das Gegnerdesign und das Gegner-Sounddesign. Das sind drei Dinge, die mich in seinen Bann gezogen haben. Du hast jetzt da im Hintergrund gerade gehört die schweren Schritte des Tank und sein Gejodle, Gejaule, Bellen, was weiß ich, was das für Geräusch sein soll. Ich hab keine Ahnung. Wenn du auf die Bilder schaust, die du jetzt gerade siehst, wir werden im Laufe des späteren Spielverlaufs sehr viel schleichen. Wir werden uns an Gegnern vorbeischleichen. Es ist jetzt egal, ob es die Tanks sind, ob es die Harvester sind, ob es die schnellen und flinken Hunter sind. Es wird geschlichen, was es zeigt halt. Ich kann nicht in jeden Gegner meine ganze Muni verbraten, das geht nicht. Das geht nicht. Und weiterkommen will man auch irgendwie und irgendwann einmal. Und nun folgt der nächste große Punkt. Ich muss etwas verschieben und ankündigen. Ich habe mit heutigen Tag, dem 13.11. um 16:40 Uhr, einige Stunden zuvor, No Man's Sky Staffel 1 einmal für fertig erklärt, mit der Episode sehr unschlüssig, wie es weitergeht. Auf einer externen Festplatte liegen noch 5 Stunden. Es geht weiter, aber erst im nächsten Jahr mit Staffel 2. Die nächste Verschiebung jetzt in Kürze, ich sage mal jetzt Mitte, Ende November, Anfang Dezember
kommt die Alpha 20 von 7 Days to Die. Die werde ich auf meinem Kanal zeigen, aber auch verschoben ins 2022er Jahr. Und die nächste Verschiebung ist das Minecraft 1.18 Update Caves and Cliffs, diese Höhlenerweiterung und Cliffs und Pipapo und tralala. Brauchst du nur auf YouTube einen Trailer suchen, dann siehst du das um was da genau geht. Der nächste Punkt auf der Liste, der abgearbeitet werden muss. Ich wusste nicht, dass es Generation Zero schafft, allein nur durch seine Umwelt die Geschichte zu erzählen. Im Prinzip die Ereignisse zu den Geschichten sind im Prinzip immer die gleichen. Es ist halt immer nur die Frage, was wurde erzählt und was geschah. Und ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, jetzt nach diesen 1000 Minuten, die ich jetzt da innerhalb weniger Tage aufgenommen habe, haben sich für mich momentan 2 Storystränge rauskristallisiert. Die Geschichte rund um Anita Sjögren und die Geschichte, woher kam FNIX, warum und wieso. Das erste Update ist das Resistance Update mit der Burg, das habe ich jetzt schon soweit, da braucht man eigentlich nur mal 2 oder 3 Sachen, dann war das einmal soweit fertig, was ich mich erinnere. Jetzt kommt der große Brocken, das Alpine Unrest DLC und das Phoenix Rising DLC hängen zusammen. Da müsste ich ins Alpine Unrest DLC auf diese eigene schneebedeckte Insel, diese eigene Welt, was für Generation Zero da gemacht haben. Da müsste ich diese Geschichte dort angehen, in dieser offenen Welt, um mehr darüber zu erfahren, was geschah eigentlich, noch vor den Ereignissen. Falsch, da habe ich jetzt angelogen. Im Prinzip sind zwischen den Ereignissen im Spiel, bevor das mit die Maschinen gekommen ist, und den Ereignissen in diesem Alpine Unrest, ich glaube 4 Monate sind vergangen. Und angeblich, was ich gelesen habe, oberflächlich, werden wir im Alpine Unrest DLC aufgeklärt darüber. Also wie du siehst, ich habe ein bisschen ein kleines Umfangsproblem. Ganz offen und ehrlich gesagt. Und nun, zum guter Letzt, der große Elefant im Raum. Was will er damit sagen? Dieses Spiel wird größer. Ich möchte alles so gut wie es geht mitnehmen. Ich möchte sämtliche Storystränge, die das Spiel aufbaut, erkunden. Ich möchte alles wissen, was passiert ist. Mich interessiert die Story mittlerweile schon so sehr. Was ich durch einen blöden Zufall herausgefunden habe, es gibt in der Phoenix-Klasse noch einen überproportionierten Gegner, den wir zum Schluss sehen werden. Auf den bin ich auch schon gespannt. Nennt sich Reaper. Ja. Werden wir alles sehen. Und daher eine Bitte. Hab ein bisschen Geduld mit mir, ich bin ein alter Mann, ich habe meinen 40er auch schon gesehen und schreit mittlerweile auf die 50 zu. Hab ein bisschen Geduld, genießt es, setz dich hin, denk da oft ein Teil, wenn du denkst, Alter, warum läuft er jetzt schon wieder dort da vorbei, da liegt ja was er brauchen kann. Oder, mei, der ist deppert, was tut er denn heute schon wieder? Ärger dich, guck dich hier und genieß die Show, die ich da veranstalte. Mit meinem nicht vorhandenen Redefluss und hin und her und bla bla bla. Und ich will dich nicht länger aufhalten, Zeit ist heutzutage knapp. Ich weiß es, ist selber, brauchst du keine Sorgen machen. Aber ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß mit der letzten Minute oder 1,5 Minuten, das soll so unkommentiert stehen. Du darfst noch ein bisschen die Atmosphäre genießen und wir sehen uns dann
in weiteren zig Stunden Generation Zero. Baba dabei.